Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hallo, heute vom Naturwaldpfad Bienwald. Der beginnt hier beim Weißen Kreuz südlich von Scheid und führt auf rund 7 Kilometern bis zur Lourdesgrotte bei Büschelberg. Kommen Sie mit! Naturwaldpfad heißt dieser Weg übrigens deshalb, weil er durch den Teil des Bienenwalds führt, wo der Wald seit einigen Jahren weitgehend sich selbst überlassen wird. Man also quasi dabei zusehen kann, wie hier ganz langsam wieder eine Art Urwald entsteht. Dazu gehört auch, dass abgestorbene und umgestürzte Bäume nicht weggeräumt werden. Für ordnungsliebende Menschen sieht dieser Wald wahrscheinlich ganz schön unordentlich aus, aber dieses sogenannte Totholz, das hier überall rumliegt, hat im Kreislauf der Natur eine wichtige Funktion. Es ist zum Beispiel Lebensgrundlage für Moose, Flechten und Pilze, dient verschiedenen Käfern, Bienen und Hummelarten als Wohnung oder bietet Schutzräume für Erdkröten, Waldeidechsen und Blindschleichen. Wird man die umgefallenen Baumstämme wegräumen, wäre der Wald um eine ganze Reihe von Lebewesen ärmer. Einfach mal so ein Gedanke. Vielleicht ist es ja mit unserem Leben gar nicht so viel anders wie mit diesem Wald hier. Gescheiterte Pläne, zerbrochene Freundschaften, Enttäuschungen, Verletzungen, Misserfolge, Erfahrungen, die erstmal nichts zu sein scheinen wie totes Holz, nutzloser Ballast, was das mein Leben in Unordnung bringt. Die machen wir doch immer wieder. Ob ich mein Leben anders leben wird, wenn ich darauf vertrauen könnte, dass auch auf den ersten Blick nutzlosen Erfahrungen was Neues wachsen kann? Vielleicht nicht immer und vielleicht auch erst nach einer langen Zeit, aber dass diesen scheinbar toten Zweigen meines Lebens Gott einen Sinn schenken kann. So wie das Dietrich Bonhoeffer mal geschrieben hat: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Wie gesagt, einfach mal so ein Gedanke. Ich wünsche Ihnen gute eigene Gedanken. Möge Gottes Segen Sie dabei begleiten. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.